Wir haben letzten Sonntag eine Zweier-Predigtserie begonnen, in der wir uns mit Zugängen zu Gott auseinandergesetzt haben. Ich habe letzte Woche Antonia, Caroline und Jan-Christoph interviewt und sie haben uns ganz persönlich erzählt, wie sie Gott begegnen, auf welche Art und Weise. Und ich fand es unglaublich spannend, wie unterschiedlich und wie verschieden diese Zugänge zu Gott sind. Und heute werde ich 3 weitere Personen interviewen, die ich gleich danach zu mir auf die Bühne bitte. Weswegen ist uns das wichtig? Als Nachfolger von Jesus wissen wir, dass das Ziel des Glaubens nicht ist, dass wir gläubig sind. Das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, sondern das Ziel ist, hey, Gott hat sich entschieden, dass er seine Geschichte durch Menschen schreibt, die sich ganz auf ihn ausrichten, die ihn ihr Leben bestimmen lassen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir, dass durch unser Leben sehr oft nicht nur sein Segen sichtbar wird, sondern dass eigentlich ich, Marius, oft egoistisch bin. Dass ich merke, hey, das Problem in dieser Welt, das wir alle ja beobachten können, das ist nicht einfach da draußen. Das sind nicht die Weltherrscher, nur alleine, sondern das Problem beginnt hier in meinem Herzen. Und zu merken, wenn wir Teil werden wollen dieser Geschichte von Gott, dann beginnt es damit, dass wir ihn nahe heranlassen und ihn, unser Herz, immer wieder verändern lassen. Und wir nennen das den Weg der Nachfolge. Dort, wo er kommt und unser Herz verändert, unsere Prioritäten schärft und uns zeigt, wie er ist. Und dieser Weg der Nachfolge, diese Veränderung, die beginnt immer wieder mit der Begegnung mit Gott. Es gibt noch so viel mehr, was wir über ihn herausfinden können, wie er tickt, was ihm wichtig ist, was er geplant hat. Und er kommt uns nahe, unser Wachstum ist ihm wichtig, es geht von ihm aus. Und weil diese Begegnung mit ihm in diesem Prozess unglaublich wichtig ist, wollen wir uns vor Augen führen, hey, wie begegnet Gott uns? Wie können wir ihn erfahren? Nun, die Gedanken dieser Predigt sind inspiriert von Christian Schwarz und seinem Buch Die 3 Farben deiner Spiritualität. Und ich möchte das zum Start nochmals kurz zusammenfassen, dass wir uns dessen bewusst sind, wenn wir dann in die Interviews einsteigen. Christian Schwarz ist von der Trinität ausgegangen, dass Gott sich uns gezeigt hat im Vater auf der einen Seite, aber auch durch den Sohn und durch den Heiligen Geist. Wir können in der Schöpfung das Wirken Gottes beobachten. Wir sehen die Schönheit der Schöpfung, die Vielfalt der Blumen beispielsweise, die Naturgesetze, die einen Rahmen schaffen. Wir sehen die unglaubliche Größe des Universums, das von diesem Schöpfer spricht. Aber wir sehen ihn nicht nur in der Schöpfung, sondern durch Jesus Christus sehen wir auch, wie Gott seine Pläne nicht nur im Großen sichtbar macht, sondern uns nicht einfach stehen lässt, sondern Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, als Nachfolger, als Christen zu leben, als Nachfolger von Jesus zu leben, wie das Reich Gottes sichtbar wird. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns nicht einfach alleine hier gelassen, sondern diesen Weg zur Veränderung, eben die Heilsoffenbarung, zugänglich gemacht. Und als am Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde, da wurden wir, die Nachfolger von Jesus, mit der Kraft von oben erfüllt. Dass wir dies nun leben können, dass dieser Lebensstil des Reiches Gottes durch uns sichtbar werden kann, dass sein Wirken durch uns geschieht. Und allein an dieser Schilderung merken wir, hey, wie Gott sich offenbart, da gibt es so einen Reichtum. Da geht es nicht darum, einfach einen Stil in dem Sinn herauszufinden, hey, was ist mein Stil, sondern zu merken, Gott zeigt sich uns durch ganz unterschiedliche Zugänge. Und wir wollen diesen Zugängen, oder ich könnte auch sagen, Antennen, wie wir Gott kennenlernen, ihm begegnen können, mehr von ihm erfahren können, mit dem wollen wir uns heute auch wieder auseinandersetzen. Letzten Sonntag hat uns Caro den mystischen Stil vorgestellt, wie sie Gott begegnet in der Stille und wie ganz viel in ihr drin geschieht, in einer eher kontemplativen Art und Weise. Antonia hat uns Anteil gegeben, wie sie Gott begegnet, wenn sie sich Menschen verschenkt
und es dabei nicht einfach ein Dienst ist, wo sie für Menschen etwas tut, sondern eigentlich durch diese Menschen oder in diesen Menschen Gott sieht. Also dieses sich verschenken zum Ort wird, wo Gott ihr durch diese Menschen begegnet. Und drittens hat Jan-Christoph uns nähergebracht, wer als Mensch mit einem sakramentalen Zugang gerade in der Liturgie in solchen Formen eine Begegnung mit Gott erfährt, sich ihm neue Welten erschließt. Und er hat das Beispiel vom Abendmahl gebracht, wo wir verbunden sind, nicht nur mit Menschen, die mit uns im Raum Teil des gleichen Leibes werden, das gleiche Brot, den gleichen Leib, das gleiche Blut, den gleichen Wein trinken, sondern mit Menschen in der Geschichte, in allen Kontinenten, wie wir da verbunden werden und wie sich Gott ihm da erschließt. Und so wollen wir heute 4 weitere Stile begegnen und deswegen bitte ich Conny, Debo und Tinu zu mir nach vorne zu kommen. Und ich dürfte Sie mit einem warmen Applaus willkommen heißen. Wir brauchen das gelbe Mikrofon, das ist schon vorne. Super. Ja, weißt du was? Damit ich euch alle anschauen kann, gehe ich diesmal ganz raus hier. Hey Debo, ich möchte gleich mit dir beginnen. Als wir uns auf diesen Gottesdienst vorbereitet haben, habe ich gemerkt, dass der Stil, der dir nahe ist, wirklich schon durch dein Aufwachsen dir nahegebracht worden ist. Deswegen meine erste Frage an dich, wie hast du Jesus kennengelernt? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und auch von Baby an haben wir eine Kirche besucht, eine Freikirche in Bern. Und als ich mir Gedanken gemacht habe, auch für diesen Sonntag, mir ist der Stil, der sinnliche Stil am nächsten. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, das ist auch gar nicht von so weit hergeholt, weil die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin und auch meine Familie, die haben diesen Stil sehr geprägt. Also ich war nie in einem KW, ich war nie in einem Unti. Bei uns haben wir im Kinderprogramm haben wir gebastelt, getanzt, gesungen, gespielt. Also es war sehr so auf das Erleben aus und biblische Geschichten wurden sehr lebhaft erzählt. Es war immer so ein Erlebnis. Und in meiner Familie, da wurde der Glaube auch immer irgendwie sichtbar oder Sichtbares wurde dann oft mit Gott verbunden. Also wir sind eine sehr gestalterische Familie, wir machen viel mit den Händen, wir sind immer zelten gegangen, wir sind viel in der Natur und von klein an wurde mir so eine große Wertschätzung für die Natur mitgegeben. Also es kommt immer noch vor, wenn ich zu Hause bin, dass meine Mutter kommt und völlig aufgeregt so, Deborah, komm, du musst diese Rose riechen. Und dann muss ich in den Garten die Rosen riechen gehen. Oder jedes Jahr, wenn das erste Schneeglöcklein irgendwo auftaucht, hat sie uns alle rausgeholt, damit wir dieses Schneeglöcklein anschauen können. Also irgendwie so diese Wertschätzung für die Natur, für das Schöne, sei es eben draußen oder durch das, was wir selber schaffen, das wurde mir wie in die Wiege eigentlich gelegt. Du hast das so wunderschön erzählt in der Vorbereitung, wie wenn du eben so eine Schneeglöckchen siehst, das wie ein 3-stündiger Gottesdienst ist für dich. Jetzt die Schönheit genießen viele von uns, aber nicht für jeden wird das auch zu einer Gottesbegegnung. Was geschieht in diesem sinnlichen Stil? Also was geschieht bei dir, wenn du eben Dinge siehst? Wie wird das zur Gottesbegegnung? Es kann irgendwie gar nicht anders als zur Gottesbegegnung werden, weil ich in dieser Schönheit immer daran erinnert werde, dass Gott die Welt geschaffen hat, also dass wir einen schöpferischen Gott anbeten. Und in mir wird dann nicht immer gleich, aber meistens so ganz tief in mir drin etwas wachgerufen oder werde ich an etwas erinnert, wenn ich etwas Schönes betrachte oder eben in der Natur bin. So ganz tief in mir drin weiß ich dann, da muss Gott einfach gut sein und da muss Hoffnung sein, seine Zusagen müssen wahr sein, weil wie sonst könnten wir umgeben sein von so viel Schönheit. Oder auch der Vers, betrachtet die Lilien auf dem Felde, wie Gott einfach so schöne Sachen gemacht hat, die am nächsten Tag
schon wieder verblühen oder verdorren. Und das löst in mir immer so einfach diese Zuversicht und diese Hoffnung aus, unser Gott ist einfach gut und wir dürfen ihn kennen. Und so werden diese ganz kleinen und alltäglichen Sachen für mich dann oft zu einer Gottesbegegnung. Und das Zweite, das andere, was es macht, ist, dass es selber so diese Schönheit löst in mir, dann selber der Drang aus, gestalterisch tätig zu sein. Und da sehe ich Gott auch immer wieder, weil ich irgendwann an die Grenzen von meiner Kreativität komme und immer wieder erlebe, wie er mir dann Ideen gibt, wie er mir ganz konkrete Bilder gibt, wie etwas aussehen könnte. Und dann mache ich etwas, irgendwie ein Kärtchen oder ich schreibe etwas und gebe es jemandem weiter und die sind total berührt und ich weiß einfach, das war nicht meine Idee. Irgendwie ist diese Idee oder dieses Bild, das hat mir Gott gegeben und dort merke ich auch so, eben meine Kreativität ist wie begrenzt und er nimmt mich dann mit und nimmt mich weiter. Vielen Dank. Conny, wie hast du Jesus kennengelernt? Auch bei dir haben wir festgestellt, hey, das hat wirklich auch mit diesem in der Kindheit, in der Jugend schon begonnen. Ja, ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe mich mit 7 Jahren für Jesus entschieden. Mein Vater hat mich gefragt, ob ich Jesus nachfolgen möchte. Und ich habe dann als Jugendliche sehr auch gesucht nach Gott, habe einiges ausprobiert und dann war ich so mit 17 in einem Pfingstlager und in diesem Pfingstlager ist der Heilige Geist ausgebrochen, würde ich so sagen. Kannst du das beschreiben? Was heißt das? Also ich muss dazu sagen, ich bin in einer FMG aufgewachsen, also nicht so in einem charismatischen Umfeld. Und das war etwas mega Besonderes. Und da ist einfach, zum Beispiel also ich kann mich an 2, 3 Jugendliche erinnern, die an den Boden gefallen sind und so geschüttelt haben oder ganz stark geweint haben, wo wie der Heilige Geist so, ja, wie so gewirkt hat und so übernatürliche Dinge bewegt hat. Und das hat mich mega berührt. Ich habe selber nichts erlebt, aber es hat so in meinem Herz einen Hunger geweckt. Oh, da ist ein lebendiger Gott. Da ist mehr. Und dann am nächsten Tag hat es eine Taufe gegeben. Und dann, als die Taufe angefangen hat, habe ich sofort begonnen zu weinen. Und ich habe wie gespürt, dass mich Gott fragt, möchtest du jetzt dein ganzes Leben für mich hingeben? Und dann wusste ich in diesem Moment, ja, das ist mein Moment, ich will 100%. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, hey, ich will mich jetzt taufen lassen, könntest du mich taufen? Dann hat er mich so an der Schulter gepackt, gesagt, du weißt, was das bedeutet. Das ist nicht so ein schneller, das ist für dein ganzes Leben. Und dann habe ich gesagt, ja, das will ich. Und dann habe ich wirklich 3 Stunden lang, habe ich wirklich nur geweint und wurde auch im Heiligen Geist getauft. Habe auch die Geistestaufe erlebt, ja. Hey, letzten Sonntag, das war cool, wir haben im Morgengottesdienst einen Fire Tunnel gemacht und da zu hören, was die Kids erlebt haben, das geht in eine ähnliche Richtung. Willst du da 1, 2 Sachen erzählen? Es war wirklich mega schön. Meine Tochter, Amanda, hat zum Beispiel, als sie durch den Fire Tunnel gelaufen ist, so wie... Fire Tunnel, ich muss das kurz erklären, auf beiden Seiten stehen Menschen, die dich segnen und du gehst eigentlich wie Spalier bei einer Hochzeit. Na? Genau. Und sie hat einfach so eine starke Liebe gespürt und dann hatte sie das Gefühl, sie muss weinen und sie bekommt weiche Knie. Genau. Und dann hat zum Beispiel ein Junge hatte den ganzen Morgen Bauchschmerzen und als er durch den Fire Tunnel gelaufen ist, sind die Schmerzen weggegangen. Und so haben wirklich, ja, die Kinder waren sehr, sehr berührt. Einige haben solche Erlebnisse gemacht. Nun, wir kennen dich, Conny, als Verantwortliche für die Anbetung. Du hast früh dann auch anzubeten begonnen. Das ist ja auch Teil des enthusiastischen Stils, der eben seinen Ausdruck findet. Wir beten für Menschen, wir geben Eindrücke weiter, wir singen, also es kommt äußerlich zum Ausdruck.
Wie begegnest du Gott, wenn du ihn anbetest? Das ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass ich wie überhaupt nichts wahrnehme und es ist für mich wie eine Entscheidung, ich will meine Seele anleiten in der Anbetung und es ist gut, Gott anzubeten. Und dann gibt es aber Momente, wo ich eine starke Präsenz von ihm spüre, indem ich zum Beispiel so ein Kribbeln habe über den Schultern oder in den Armen oder einen ganz heißen Bauch oder vielleicht so ein Zittern oder solche Dinge. Aber ich will mich nicht auf das fokussieren, weil ich glaube, es geht darum, einfach ihn anzusehen. Und das passiert mir auch oft, dass ich ein Lied singe und plötzlich kommt mir so wie eine, ja, wie so, wird etwas so wie klar über ihn. Er ist heilig. Und dann dieses Wort heilig, was das bedeutet, so einfach auch so wie so Aha-Momente. Ja. Das ist die Spannung, über die wir auch gesprochen haben. Auf der einen Seite ist es ein Zugang zu Gott, indem er uns begegnet, aber wir beten ihn nicht an, weil wir was erleben, sondern Anbetung gehört ihm. Anbetung heißt, ich gebe mich ihm hin. Conny, sag uns doch da etwas über die Bedeutung der Anbetung. Ja, genau. Ich glaube, Anbetung ist wirklich nicht einfach für enthusiastisch erlebende Menschen, sondern wir sind alle berufen, Anbeter zu sein. Und Anbetung ist viel mehr als gemeinsames Lieder singen im Gottesdienst. Es ist ein Lebensstil, den Gott uns auffordert, jeden Tag zu leben. Wenn wir in Offenbarung 4 lesen, da steht, wie es im Himmel mal sein wird, dass die Engel und die Ältesten schon vor dem Thron stehen und singen, heilig, heilig. Also das heißt, wir werden mal in Ewigkeit Gott anbeten. Deshalb sollen wir besser schon jetzt lernen, uns anzuleiten in der Anbetung. Und etwas, das mich auch, ich habe das heute Morgen nochmal nachgelesen, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, das ist so spannend. Er wurde getauft und dann ist er in die Wüste geführt worden vom Heiligen Geist und er wurde 3-mal versucht, Jesus, der Sohn Gottes. Und eine dieser Versuchungen war Anbetung. Er wurde auf einen Berg geführt und da hat der Feind ihm gesagt, hey, ich gebe dir all diese Königreiche, wenn du nur einmal auf deine Knie gehst und mich anbetest. Und Jesus hat gesagt, ich will nur den Herrn Gott alleine anbeten. Und ich glaube, da ist manchmal so ein Kampf um unser Herz. Wer erhält unsere Liebe? Wer erhält unsere Anerkennung? Wer erhält alles von uns, unsere ganze Hingabe? Und ich glaube, Gott möchte oder wünscht sich unsere ganze Hingabe, unsere ganze Liebe, unsere ganze Anbetung. Und ja. Da bringst du gut zum Ausdruck, was es heißt, eben als Anbetung als Lebensstil zu betrachten, etwas, was uns wichtig ist. Wem gebe ich meine Aufmerksamkeit? Woher kriege ich die Anerkennung? Wo suche ich das? Welchen Dingen gebe ich mich hin? Vielen Dank. Wir kommen später wieder zu dir zurück. Dinu oder Martin, weil wir Hochdeutsch sprechen. Tino geht Hochdeutsch nicht so gut. Doch, das geht. Wie würdest du deinen geistlichen Stil oder deinen Zugang zu Gott beschreiben? Wo erlebst du ihn besonders? Also ich bin eher so ein bisschen der introvertierte Typ und erlebe meinen Zugang zu Gott vor allem in meinen Gedanken. Das ist noch spannend, ich habe letzten Sonntag in der Vorbereitung für dieses Interview kurz mit Mari gesprochen, hat mir auch das Buch von Christian Schwarz ausgeliehen und hat dann einfach noch so gesagt, ja, ich soll dann einfach von meinem Zugang zu Gott schwärmen. Und ich habe dann auf dem Nachhauseweg mit meiner Frau Fabian gesprochen und so gesagt, ja, keine Ahnung, was ich da schwärmen soll. Und dann habe ich noch am gleichen Abend das Buch aufgeschlagen und bin so zum rationalen Stil gegangen und die Person, die Christian Schwarz dort als Mentor sich beigezogen hat, der heißt Thomas und am Schluss der ersten Seite steht so, ja, in solchen Situationen kommt Thomas nicht ins Schwärmen, er kommt vielmehr ins Grübeln und da habe ich mich sehr abgeholt gefühlt, weil das ist eigentlich genau das, was bei mir auch passiert. Tino, könntest du grübeln für uns in deinem Stil? Ich versuche das Grübeln vielleicht ein bisschen zu zähmen. Genau. Ja, wenn ich
von einem rationalen Zugang zu Gott spreche, dann hat das für mich eigentlich zwei Ebenen. Also die erste Ebene betrifft so die Frage, gibt es überhaupt einen Gott, also irgendeinen Gott? Und da kann ich, persönlich finde ich, die Frage kann ich rational beantworten. Also schon wenn ich mir überlege, so Prinzip Ursache, Wirkung, also jede Wirkung, die wir sehen in unserem Alltag, hat irgendeine Ursache und dann kann ich das beispielsweise auf eine Grundursache zurückführen und sagen, das ist Gott. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, ist für mich aus rationaler Perspektive relativ hoch. Wenn ich jetzt dann aber zum christlichen Glauben komme, dann wird es aus meinem eigenen Verstand sehr schnell sehr schwierig. Also ich habe schon im 10 Uhr Gottesdienst das Beispiel der Jungfrauengeburt gebracht. Die Frage ist immer noch offen, weil niemand konnte sie mir beantworten im 10 Uhr Gottesdienst. Jetzt sind es etwas mehr Leute, vielleicht habe ich hier Erfolg. Nein, eben dort komme ich relativ schnell mit meinem Verstand an den Anschlag. Das Interessante ist dann aber, dass genau dort, wo ich persönlich mit meinem Verstand an den Anschlag komme, ich Gott eigentlich am meisten erlebe. Und auch dort kann ich eigentlich so zwei Situationen unterscheiden. Die eine betrifft so ganz grundsätzliche Fragen, also die eigentlich das Fundament meines Glaubens betreffen. Wenn ich in diesen Fragen ringe, zu Gott bete und vielleicht manchmal auch etwas emotional, vielleicht sogar etwas wütend werde, weil ich Gott dort nicht verstehe, habe ich schon erlebt, dass er mir dann wirklich mit sehr großer Kraft begegnet ist. Das sind dann so Momente, in denen ich Gottes Gegenwart so stark spüre, dass ich mich fast nicht mehr getraue, mich zu bewegen, weil ich das Gefühl habe, die Kraft, die jetzt da ist, die könnte mich in einem Moment töten. Also es tönt etwas Negatives, es ist nicht ein negatives Gefühl, ich glaube, ich würde es einfach mit Ehrfurcht, würde ich es beschreiben. Und in diese Situation, ich kann das an einem konkreten Beispiel vielleicht erläutern, sind vielleicht jetzt 10 Jahre mittlerweile, hatte ich mit der Frage zu kämpfen, ja, wie kann Gott gut sein bei all dem, was in der Welt geschieht? Also all die furchtbaren Sachen, die wir tagtäglich in den Nachrichten sehen, wie kann Gott gut sein? Und dann war ich an einem Abend in der Soaking Group und ja, es ging da um Anbetung und ich habe einfach gemerkt, nein, ich will jetzt irgendwie nicht anbeten. Ich mag nicht wieder in diese Suche hineingehen. Ja, wenn Gott etwas tun will, kann er es tun, aber ich will jetzt nicht. Und dann ist einfach vom einen Moment auf den anderen kam diese Kraft über mich und die Frage, ob Gott gut ist oder nicht, die war einfach geklärt. Es war für mich persönlich, war es klar. Es ist da nicht eine Art Verstehen, die ich jetzt jemand anderem rational erklären könnte, aber die Frage ist wie für mich geklärt. Und die etwas alltäglichere Variante, die erlebe ich oft bei der Arbeit oder wenn ich mich sonst Gedanken mache, dass wenn ich mich ein bisschen zurücknehme, darüber bete, dass wie von außen plötzlich Gedanken hereinkommen und das Ganze Sinn macht. Ja. Jetzt, du schreibst dann eben Texte, juristische Texte, also nicht jetzt leicht Verständliches. Und dann hast du eben gesagt, hey, und dann kommen wie so Gedanken von außen. Jetzt viele Menschen, die rational funktionieren, würden das dann nicht einer Gottesbegegnung zuschreiben. Wie wird das für dich zur Gottesbegegnung dann? Also das ist, glaube ich, schon etwas das Risiko, oder wie will man sagen, wenn man etwas kritisch denkt, dass man dann oft solche Gedanken nicht Gott zuschreibt, sondern dem eigenen Verstand, gerade wenn es vielleicht gute Gedanken sind, dann fühlt man sich dann auch gut, wenn man zu einem solchen Gedanken gekommen ist. Aber mir fällt es mittlerweile etwas leichter, vielleicht auch aus gewisser Erfahrung, diese Gedanken zu unterscheiden. Für mich sind es oft sehr klare Gedanken, also unnatürlich oder eben übernatürlich klare Gedanken. Und es ist dann auch eine Art Empfinden, auch wenn das jetzt irrational ist. Also ich fühle irgendwie, dass der Gedanke jetzt von außen gekommen ist und nicht in mir selbst entstanden ist. Wie sah dein Weg aus? Weißt du, wie du entdeckt hast, dass das eben nicht nur deine Gedanken sind, sondern eine Art, wie du Gott begegnest, wie Gott zu dir spricht? Du hast es vorhin schon gesagt, ich
ich arbeite oft mit Texten und muss in diesen Texten argumentieren. Und da gibt es immer wieder die Situationen, in denen ich an die Grenzen stoße. Und ich glaube, es ist dort, wo ich diesen Zugang irgendwie entdeckt habe, weil ich eben dann angefangen habe, wenn ich nicht weiterkam, zu beten. Und dann habe ich plötzlich nach 2 Stunden gemerkt, jetzt habe ich 2 Stunden geschrieben und der Text macht irgendwie Sinn. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ich dann einen Text jemandem zum Gegenlesen gegeben habe und der fragte mich dann, ja, hast du das geschrieben oder ist das irgendwie von einem Professor oder so? Und, ja. Und etwas, was ich gerade in der letzten Zeit gelernt habe oder immer noch am Lernen bin, ist, dass ich die Begrenztheit meines Verstandes akzeptiere. Ich habe da letzte Woche einmal den Vers gelesen, ist in Matthäus 11, Vers 25. Ich preise dich, Vater und Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Und ich glaube eben, dass ein rationaler Zugang zum Glauben sehr viel damit zu tun hat, die eigene Beschränktheit der Intelligenz anzunehmen. Und das ist irgendwie etwas paradox, aber ich erlebe es so, dass gerade dort, wo ich die Beschränktheit meines Verstandes akzeptiere, Gott gerade in meinen Verstand hineinsprechen kann und diesen erweitern kann. Diesen Satz finde ich sensationell. Das Erkennen und Umarmen deiner eigenen Beschränktheit, intellektuellen Beschränktheit, öffnet die Tür für das Reden Gottes in deinen Verstand. Wow. Conny, wir kommen nochmals zu dir. Und zwar, viele dieser Zugänge zu Gott, das hat mit mir persönlich, mit meinem Weg mit Gott zu tun. Außer wenn ich jetzt an den rationalen Stil denke und wir in Diskussionsrunden gehen miteinander um Texte ringen oder an einem Konzert sind, Symphoniekonzert oder in dem Sinne auch diesen sinnlichen Zugang miteinander erleben. Das doch bei der Anbetung ist das nicht nur ein persönlicher Zugang, sondern es ist etwas, was wir gemeinsam tun. Es ist auch ein gemeinschaftlicher Zugang. Jetzt, was möchtest du uns als versammelte Gemeinde da sagen? Ja, ich glaube, ich träume davon, dass wir gemeinsam als Gemeinschaft Gott die Anbetung geben, die er verdient hat, weil der König der Könige ist jeden Sonntag da, mitten unter uns, weil er sagt, wo 2 oder 3 da sind, ist er mitten unter uns. Was für eine Anbetung hat er verdient? Er hat es verdient, dass wir aus unserer Komfortzone hinauskommen und ihm auch manchmal ein Opfer der Anbetung geben. Und ich weiß nicht, wer das kennt, das wäre eine ganze Predigt für sich. Das gibt 7 Worte in Hebräisch, die Anbetung bedeuten. Zum Beispiel jauchzen, jubeln oder auf die Knie gehen in Ehrfurcht oder die Hände zum Lob ausstrecken. So verschiedene, es ist mega spannend, ich würde gerne mal darüber sprechen. Das ist wirklich so spannend und wenn wir unseren Körper brauchen, unser ganzes Sein, um Gott unser Lob auszudrücken, da passiert etwas auch in unserem Herzen, in unserem Geist. Ich habe das schon so oft erlebt. Wenn ich einfach die Hände ausgestreckt habe, plötzlich habe ich gespürt, wow, jetzt ist er da, er erhält das Lob, das er verdient hat. Und ich wünsche mir, dass er einfach wirklich angebetet wird, dass er ein Lob erhält, das er verdient. Der König der Könige ist mitten unter uns. Schenken wir ihm das Lob, das er verdient hat. Und eben diese 7 hebräischen Begriffe, du hast einige Übersetzungen gebracht, die sind alle eigentlich, die haben viel mit dem Körper zu tun. Ja. Ne, und eben diesem Ausdruck geben da drin. Eine letzte Frage, bevor wir zur Schlussrunde kommen, habe ich nochmals eine Frage an dich, Tinu, Martin. Wir haben beim Austauschen gemerkt, dass auch der rechtgläubige Stil dir nahe ist. Rechtgläubig klingt zuerst mal in den Ohren vielleicht etwas negativ, ist es überhaupt nicht, sondern da geht es um das Ringen nach Echtheit, nach Wahrheit. Kannst du uns dazu etwas mitgeben? Ja, also ich würde diesen Wahrheitsanspruch, der dieser rechtgläubige Stil voraussetzt, den würde ich aufteilen zwischen
dem subjektiven Glauben, also dem persönlichen Glauben und etwas, das dann zu einer theologischen Lehrmeinung wird. Also für mich ist dieser Wahrheitsanspruch, dieses rechtgläubige Element ist für mich sind wie bei einer Autobahn Leitplanken, die im subjektiven Bereich, im persönlichen Glauben relativ viel zulassen, dann aber bei der Lehrmeinung darauf bedacht sind, was sich denn wirklich biblisch und theologisch begründen lässt. Also ich kann hier ein kleines Beispiel bringen. Vor einigen Jahren haben viele Leute in der Gemeinde Gottes Gegenwart so erlebt, dass sie dann in lautes Lachen ausgebrochen sind. Das ist jetzt für mich etwas, das ich so nicht erlebt habe, aber ist für mich auch völlig in Ordnung, wenn andere Leute Gott so erleben. Also das hinterfrage ich eigentlich so nicht. Kritischer werde ich dann allerdings, wenn man jetzt dieses Lachen auf eine objektivere, auf eine theologische Ebene bringt und dann sagt, ja, es ist etwas, das man selber auslösen kann oder auslösen soll und das dann eine geistig befreiende Wirkung haben soll. Dann ist für mich dann eine Ebene erreicht, in der wir das Ganze theologisch-biblisch begründen können müssen. Also das ist jetzt einfach ein Beispiel, ich will da nicht sagen, dass man das hier nicht kann, überhaupt nicht. Das ist nur, damit man dieses Spannungsfeld etwas sieht. Wenn man etwas subjektiv erlebt, ist ja meist ein Teil ist von Gott und der andere Teil ist die eigene Persönlichkeit, die da hineinwirkt. Und da möchte ich eben möglichst nicht den Leuten hineinsprechen, was sie erlebt haben. Dort habe ich nicht diesen Wahrheitsanspruch oder ja, genau. Allerdings, wenn man das eben dann verobjektiviert, besteht immer auch das Problem, dass man dann die eigene Persönlichkeit auf andere Personen auch mit überträgt und nicht nur das, was man mit Gott erlebt hat. Und darum, dort verorte ich dann eben diesen rechtgläubigen Stil bei mir, dass eben in diesem Verobjektivieren wir dann eine biblische Grundlage brauchen, eine theologische Grundlage, über die wir gegenseitig diskutieren können, weil über das subjektive Erleben lässt sich schlecht diskutieren, weil ich kann nicht nachvollziehen zu 100%, was du erlebt hast oder was du erlebt hast. Ich denke, das ist ja die Schönheit all dieser Stile, dass jeder dieser Stile uns etwas von Gottes Wesen zeigt. Die Gefahr darin, wenn wir einen überzeichnen oder auf alle anderen übertragen, verallgemeinern, dann eben denken, jeder muss genauso ticken. Ich habe beispielsweise diese Woche eine Unterhaltung mit einem Menschen mit einem enthusiastischen Zugang. Da ging es um politische Themen und seine Antwort, ja, aber die Propheten haben gesagt das und das wurde zur absoluten Wahrheit und das spüren wir schnell. Da wird es gefährlich. Und so hat jeder Stil eigentlich dort, wo wir es etwas elitär gestalten und verabsolutieren, wird gefährlich. Gleichzeitig liegt eben in jedem dieser unterschiedlichen Zugänge ein riesiger Schatz für uns, mehr von Gott zu entdecken. Und deswegen meine Schlussfrage, Debo, wenn Menschen hier sind und sagen, hey, ich möchte Gott begegnen in diesem Sinnlichen, ich möchte mich öffnen für diesen Stil, wie kann ich diesen Zugang finden? Das geht auf viele Arten und Weisen. Ich denke, etwas, was du machen kannst, ist einfach zum Beispiel den alten Malkasten wieder mal nach vorne nehmen. Oder wenn du gerne Hilfe haben möchtest, kannst du auch eine Kleingruppe nach Maß besuchen. Ihr habt gesehen, es hat verschiedene, die sich wirklich mit etwas Gestalterischem auseinandersetzen. Und gerade Leute, über die vielleicht von einem Lehrer oder Lehrerin gesagt wurde, du bist halt nicht so kreativ oder du kannst nicht zeichnen oder irgendwie solche Sachen. Und man dann das ganze Leben glaubt, ich kann halt nicht gut zeichnen oder ich bin halt nicht kreativ. Gerade dich möchte ich ermutigen, probiere es einfach mal wieder aus und in Kleingruppen kannst du zum Beispiel Sieb drucken und da gibt es Leute, die dir helfen und so kannst du wie mit deinen Händen schöpferisch sein und vielleicht erlebst du plötzlich Gott darin. Also das kannst du ganz praktisch ausprobieren oder einfach in deinem Alltag, dass du innehältst, wenn du das Gefühl hast, das könnte jetzt etwas Schönes sein und dann kurz nachschaust, dich bückst, die Blume anschaust oder nach oben in den Himmel schaust oder wenn du an einer Bäckerei vorbeigehst, dass du 3-mal tief Luft holst und einfach so
dieses Schöne wirklich auch in deinem Alltag, dem ein bisschen Raum gibst und das anerkennst. Und bitten, Herr, begegne mir darin. Wo steckst du darin? Genau, richtig cool. Conny, dieser enthusiastische Stil, wie kann ich dem Raum geben, wenn ich den entdecken möchte? Ich glaube, für mich hat es viel mit einer Offenheit zu tun, dem Heiligen Geist sagen, hey, ich bin da, ich lasse jede Kontrolle, jede Angst los, du darfst in mir wirken, ich bin da. Also diese Offenheit für sein Wirken und sich auf das Wasser begehen, Schritte in seine Richtung tun, vielleicht auch mal in ein Prophetieseminar gehen, um einfach auch zu lernen, seine Stimme zu hören oder darin zu wachsen. Und zum Beispiel in der Anbetung, wir haben so viel Platz hier vorne, den wir nutzen können, um unsere Liebe Jesus auszudrücken. Oder Mari hat natürlich auch gesagt, er singe immer so laut und er möchte noch andere, die mit ihm so laut singen, dass man seine Stimme nicht mehr so gut Wenn du Mühe hast, dich selbst zu hören, musst du neben mich stehen kommen. Du hörst dich nicht mehr. Ich kann leider nicht leise singen, meistens. Wir haben eine Kleingruppe nach Maß als leitende Wachsen durchgeführt im zweiten Quartal letzten Jahres. Und da haben wir uns auch eben mit diesem Wirken Gottes auseinandergesetzt an einem Abend. Und einige haben gesagt, hey, in den letzten Jahren nach Corona haben wir uns da was rauben lassen. Und wir haben dann miteinander abgemacht, dass wir uns in den kommenden Wochen wirklich Zeit im Raum geben, jede Woche für jemanden beten möchten. Und wir haben uns dann erst 4 Wochen später wieder getroffen und uns dann einfach 40 Minuten God Stories erzählt. Also so mit jemandem abzumachen, hey, komm, wir geben dem Raum und wir legen uns Rechenschaft ab gegenseitig, das ist da wirklich auch sehr hilfreich. Tino, dieser rationale Stil, wie kann ich diesen Zugang zu Gott entdecken? Für mich hat es sehr viel damit zu tun, Fragen zuzulassen. Also ja, vielleicht über Sachen nicht hinweggehen, sondern ein bisschen tiefer da hineinschauen und sich Fragen dazu zu stellen. Und wenn Fragen nicht etwas ist, das jetzt bei dir so automatisch aufpoppen, dann umgib dich mit Leuten, die anders denken als du. Versuche mit Leuten zu diskutieren, die anders denken als du. Das führt automatisch dazu, dass Fragen auftauchen. Und wir sehen ja gerade in diesen Interviews, die wir diesen Sonntag und letzten Sonntag, dass die Zugänge zu Gott, die wir haben, sind so unterschiedlich. Es ist so interessant, wie andere Leute damit konfrontiert sind. Und das führt auch automatisch auch zu Nachfragen, wenn man sich dann mit diesen Leuten unterhält. Und dann, wenn solche Fragen vielleicht mal etwas konkretisiert sind, empfinde ich es auch als sehr hilfreich, dann vielleicht ein Buch dazu zu lesen, mal einen christlichen Philosophen zu lesen, wie beispielsweise C.S. Lewis oder Podcasts. Hier finde ich auch Johannes Hartl immer sehr nahbar, wie er diese auch sehr komplizierten Themen dann auf eine einfache Art und Weise näher bringen kann. Super, vielen herzlichen Dank. Hey, jetzt haben wir letzten Sonntag und diesen Sonntag einfach in 8 dieser 9 Stile kurz reingeschaut. Einen einzigen haben wir nicht berührt, das ist der bibelzentrierte. Und ich finde es spannend, ich habe mir heute Morgen, als ich das mir vor Augen geführt habe, gemerkt, John Wimber, der Gründer der Vignette-Bewegung, der ist eigentlich über diesen bibelzentrierten Stil dazugekommen, dass sich ihm die Tür zum Enthusiastischen geöffnet hat. Das war in den 70er Jahren als Thema Heilung oder Prophetie, dass Gott heute noch wirkt, nicht wirklich ein Thema war. Und durch das Studium der Bibel, die Frage, wie können wir leben, welche Auswirkungen hat das für unser Leben, dieses Ringen darum, wann tun wir, was hier steht, hat sich ihm eine Tür geöffnet zu diesem blauen Stil und dort eben zu merken, hey, es ist diese Breite, es sind eben nicht nur, du hast einen Stil, sondern Gott begegnet uns allen, eigentlich durch den Vater, durch den Sohn und den Heiligen Geist. Und es gibt noch so viel mehr von ihm, das wir entdecken und erfahren können, weil er uns einlädt, heute Geschichte mit ihm zu schreiben.
Und ich möchte euch einfach danken, dass ihr uns Einblick gegeben habt in euren Weg, in euren Zugang zu Gott und uns so lustig gemacht habt, Gott auf eine uns vielleicht nicht ganz gebräuchliche Art und Weise auch zu begegnen. Vielen herzlichen Dank, Conny, Debo und Tino. Ihr dürft noch schnell hier bleiben. Und letzten Sonntag haben wir uns danach kurz Zeit genommen, um auszutauschen, wie du Gott begegnest. Wir machen nicht zweimal nacheinander das Gleiche. Wir machen es heute folgendermaßen. Ich lade dich gleich ein, aufzustehen und dann segnen wir einfach die Person links und rechts. Du kannst links und rechts neben dir segnen, dass sie Gott so richtig begegnen, auf neue Arten und Weisen. Gott sich ihnen zeigt, ihnen neue Welten erschließt. Und anschließend werden wir miteinander einen Worship-Song singen. Ich bitte die Band deswegen auch schon nach vorne zu kommen. Und ich danke unserem Aufgestellt-Team, das einige wunderschöne Fotos hinter die Songs gebracht hat, dass auch Menschen mit einem sinnlichen Zugang dann beim Betrachten der Liedtexte auch dadurch ihm begegnen können. Amen, Amen. Die will, was mit uns geschehen. Amen, Amen. So wie du sagst, soll sein.